Die Damen und die Herren, herzlich willkommen bei meiner Sendung dem Europa Live-Ticker mit Christoph Hansen. Als Unterprisen auch zu Lützeburg an auch generell an Europa durchgehen am Moment eine ziemlich schwierige Zeit. Viele von ihnen haben seriöse Liquiditätsprobleme, verschiedene auch zu Lützeburg haben auch schon Faillit deklariert. Für die Failliten zu entgehen gehen aber auch am Moment Betriebe, die sich noch Investisseuren für neue Suchen, neue Liquiditäten an hier Betriebe zu kriegen, für so Arbeitsplätze zu erhalten, am besten Fall, und dann eben noch die Industrie an unsere Länder an Europa zu halten. Wir mussten aber feststellen, dass als Betriebe generell extrem fragil im Moment sind. Und die Fragilität möchte eben notamment dann auch auffällig, dass Kapital als Drittländer könnt, wo heinst du verschiedene Regierungen der Hand stehen. Du gibt zum Beispiel einen Investitionsfonds aus Saudi-Arabien, die ganz krass auf diesem Markt unterwegs sind, mit noch chinesische Betriebe an, das sind meistens Betriebe, die auch ganz stark staatlich finanziert gehen, die im Moment bis auf eine Shoppingtour quer durch die Welt, wir auch bei uns in Europa sind. Und das ist natürlich eine ganz, ganz große Gefahr. Wie wird so eine Stadt? Wir haben noch ein ganz strategische Betriebe. Wenn man zum Beispiel über Kommunikationsschwätzen, über Intelligenz artificiell, da hat bestimmt auch schon vom 5G hören, was natürlich Gefahren mit sich bringt. Wir haben aber auch als Energiesektor, den für uns auch selber Kontrolle zu halten, muss den noch irgendwie nach einer europäischen Hand sein. Man muss aufpassen, dass das nicht alles an chinesisch Hand oder auch an Investitionsfonds geht, die eigentlich nicht am Interesse von den Leuten handeln. Und da muss man gucken, wie man das besser können machen. Lo Ende des Jahres wird an der Europäischen Union den sogenannten Foreign Direct Investment Screening Mechanism in Kraft treten. Das ist eigentlich ein Mechanismus, wo die Länder sich dann noch gegenseitig austauschen, wann ausländisches Kapital, zum Beispiel durch chinesische staatliche Firmen, probieren strategisch wichtige Industrien an Sektoren abzukaufen oder sich anzukaufen. Und da gibt es dann auch Regeln. Und da gibt es auch Regeln für zu kommunizieren zwischen den Memberstaaten, weil das auch so, an den einen Ländern wird mir genau geguckt, was da geschieht, und an den anderen Ländern wird nicht so genau geguckt. Der Lützeburg ist ein von den Ländern, dass die eigentlich die offenste Ökonomie ist für Investitionen aus Drittländern. Das hat natürlich auch ganz, ganz viel Gefahren, weil wir haben im Moment noch kein richtiges System für so direkt Investitionen aus Drittländern zu kontrollieren. Und da bin ich ganz froh, dass mein Parteikollege Claude Wieseler so ein Gesetzesprojekt umgedreht hat. Und ist natürlich dann noch an unserer Regierung und an unserer Chambre zu Lützeburg für die mit auf den Weg zu gehen. Das ist immens, immens wichtig für so eine Stadt. Man kann ja nicht sehen, dass zum Beispiel als deutsche Kollegen so ein System haben, an wann die Firmen, die DAX schlecht Absichten haben, dann eben an Deutschland gesagt kriegen, nee, der darf bei uns nicht, da kommen sie bei uns rüber, und bei uns wird das gar nicht kontrolliert. Das ist also da wichtig, dass wir auch selber so ein System aufbauen, für das dort als zwischen den Ländern auszutauschen, dafür zu verhindern, dass so strategisch wichtige Sektoren überholt gehen. Ich meine, da muss man das auch feststellen. Du hängt das Leben direkt mal dran, wenn wir zum Beispiel an den Gesundheitsbereich gehen, wollen wir nicht so abhängig von Drittländern sind, wie wir im Moment leider sind. Und davon muss man auch gucken, was noch zusätzlich gemacht werden kann. Das ist schon ein großer Punkt, den ich fordere, noch hier im Europaparlament. Das ist ein europäischer Fonds, den unsere Betriebe soll helfen, hier Lieferketten noch zu diversifizieren. Weil im Medikamentenbereich, das habe ich auch schon hier gesagt, also so, dass zum Beispiel, wenn es bei Antibiotika könnt, bis zu 90% von den aktiven Substanzen kommen entweder aus China oder aus Indien. Aber wenn wir da mit denen ein Problem haben, wie können wir dann als Medikamentenproduktion noch selber Recht erhalten und oberhalten? Ich meine, das liegt wiederum an. Auf für als Lieferketten zu diversifizieren, da müssen viele Sachen geschehen. Man muss zum Beispiel gucken, dass man auch mit anderen Handelspartnern Handelsakkorde machen, für auch die Materie mehr billig zu kriegen. Es muss ja nicht China sein, es könnte ja auch zum Beispiel Taiwan sein, was ein Nordostland ist, wo man mit denen mehr Einkünfte zusammen schaffen, notamment am Medikamentenbereich. Das sind Punkte. Und ich meine, für auch als Betrieber zu helfen, für alternativ Zulieferer zu finden, müsste man auch einen Fonds absetzen, einen europäischen Fonds absetzen, den habe ich gefordert, für justement, dass man da suchen, für als Betrieber zu helfen, in der Term zu greifen, dass sie da auch
op einer Platz könne gucken derfleisch auch ein zu Produkte kaufen, die Medaier sind Mediewer net dann die net dann op der anderen Seite von der Welt produziert sind. Du musst mal gucken, dat man méi autonom sind. Ich will net, dat man so wir müssen nur alles lang selber an der Europäische Union produzieren. Ich meine, dat wir eure Fehler sind eng Open Ökonomie wir mussten immer gucken, dat man an wichtige Sektoren méi unabhängig gehen. Und davon muss man als alte Summen ersetzen an auch als Legislation zu Lützeburg und die europäische Legislation oppassen eigentlich. Und ich meine, du hast nur ein wichtiges Projekt, den de Claude Wieseler proposiert hat, den dich leidt. Und ich hoffe, dass man du alte Summen am Interesse von unserem Land, also Ökonomie, an eben auch von unseren Bürgern dort zusammen schaffen, also ein gutes Projekt auch durchkriegen. Es so nicht. Vielmals merci für die Nullstellen und hoffentlich bis geschehen bei meiner Sendung, dem Europa Live-Ticker mit Christoph Hansen.